Servus, Grüezi und Hallo, welcome back to another video. Ich habe es halt gleich gemacht. Und zwar habe ich das Bild da hinten drin. Da hinten. Ist gar nicht dieses Bild verkehrt, Alter. Das nicht. Nur mal. Servus, Grüezi und Hallo, welcome back to another video. So, jetzt aber nochmal. Habe ich ein Bild abgeschaut. Nicht an Hanni. Und, wie man sieht, gar nicht so schlecht. Mit der Coyote Kingbreaker. Also da Coyote Kingbreaker haben wir immer so. Das da hinten da, so, da ist die Chaos-Holster. Da haben wir die, da haben wir die Spezialisierung, ne? So Techniker und so, Kingbreaker. Und da ist die ACS. Und im Video zeige ich, wie man das dann so zusammenschraubt. Ich muss feststellen, das ist gar nicht so einfach, gell, wenn man da so labern muss. Aber es wird schon, es wird schon. Werden wir schon higeln. Jo, dann machen wir weiter. Da ist ein Backmas.
Servus, Grüezi und Hallo. Welcome back to another video. So, meine Freunde, jetzt habe ich da ein Bild, das ist zwar schon sehr alt, aber ich finde es immer noch eines der stärksten Builds, das ich gefunden habe. Und ich finde es einfach genial und vielleicht für Neueinsteiger noch einmal erklärt und gezeigt. Ja, schauen wir mal weiter. So, das wäre mal das Bild. Haben wir die oh, Königsmacher, ja. Kann man auch, wenn man die nicht hat, jede beliebige andere Waffe, also jetzt fahren wir es vielleicht mit ja, dem Talent Todeskandidaten, ja. Also es ist wichtig, das Talent Todeskandidaten auf jeder Waffe zu haben. Dann ist wichtig, Techniker zu haben. Da gibt es auch noch eine Waffe, die ich habe. Ja, da habe ich synchronisiert drum. Pistole ist zweitrangig, aber nochmal zurück. Also, haben wir die Königsmacher. So, da habe ich die Mods drauf. Und also für Stabilität plus 15, dann Stabilität plus 20, Reichweite nur. Und da haben wir den Impuls Laser Pointer vom Techniker. Den gibt es nur, wenn man beim Techniker ausgerüstet ist mit der Spezialisierung. Und der macht folgendes und markiert, egal, also auf jeden Gegner, wo man hinzielt, markiert man den. Und das ist wichtig für den Heartbreaker. So, weiter haben wir die Schrotflinte, ACS 12. Da war nicht schlecht, zum Beispiel Schaden gegen ungedeckte Ziele. Habe ich aber leider nicht gekriegt. Und finde ja nicht. Aber Todeskandidaten haben wir drauf. So, dann haben wir die Coyote-Maske. Ja, brauche ich nicht erklären. Was vielleicht noch wichtig ist, Coyote-Maske steigert ja den Schaden durch kritische Treffer. Im jeweiligen Abstand 0 bis 15 Meter plus 25%, 15 bis 25 Meter 10% und über 25 Meter 25% Chance auf kritische Treffer. Und ja, dann braucht man im Set nicht zu viel und kommt trotzdem auf einen Haufen kritischen Schadentreffer. So, Heartbreaker, Chance, Rüstung, Schaden durch kritische Treffer Mod, Brust. Wenn alle sagen, oh, der spielt ja, aber Rucksack und Brust miteinander, ja, in dem Fall, so wie wir mir spielen wollen, nicht falsch. Aber der Schaden durch kritische Treffer, bla, Rüstung. Ah, da haben wir die Handschuhe, da habe ich Chance drin. Dann habe ich Knie, das ist auch eine Chance, noch gar nicht ausgerollt, sage ich. Was macht der Heartbreaker? Weiß jeder. 15% Sturmgewehrschaden, 15% LMG-Schaden, 15% Waffenhandling, das heißt schnelleres Laden. Schwieriges Wort. Und ja, Handling ist halt besser. Ne? Also Präzision ist besser, Stabilität ist besser, weißt du was mit der Waffe, so Nachladen ist schneller und. Ja, während der Aufnahme Kaffee trinken, gell? Ja, ich muss ja keinen Preis nicht gewinnen. So, dann, ja, zurück. Dann haben wir unser Brazos de Agrabus. Ah, ich kann es immer noch nicht sagen. Agrabus. Wurscht. Pickups-Holster halt. Nochmal Rüstung und Waffenschaden. Und Chance durch kritische Treffer. So,
dann haben wir in dem Bild letztendlich dann 5 blaue, ein gelbes und 2 rote. Ein rot, der Picasso hat da 2 rotes. Eigentlich habe ich 3 rote, weil ich habe die Kingbreaker auf Expertisen-Level 15. Da hat der Shooter gesagt, das ist so viel wie ein rotes extra Attribut. Ich sage das jetzt, das stimmt. Und ja, gelbs haben wir doch die Spezialisierung. Ja, Fertigkeitenrang. Ich spiele es mit Drohne und Schild. Kann man sich dann aussuchen, wenn man lustig ist, würde ich mal sagen. Ja. Und da, weiß ich nicht, habe ich da was anderes? Ne. Ja, TDI-Card, wenn man die eine tut, hat man noch einen zweiten Fertigkeitsrang. Ich spiele das immer so, ja, wenn irgendein so ein Heinz den Munitionshalter drin hat und mir die Kugeln ausgehen, dann lasse ich die Drohne steigen, tue die TDI-Karte rein und verstecke mich irgendwo und lasse die Drohne die Arbeit machen. Also man kennt schon, ob Rang 1 oder 2. So ein Set gibt es in sämtlichen Variationen und die meisten spielen es mit der Brust und haben dann da, ich nehme jetzt gerade mal die, weil es drauf hat, oder was Gescheites, habe ich gerade nicht dabei. Wurscht, aber manche spielen es dann mit einem Entdecker, der gibt dann nochmal Waffen- und Fertigkeitsschaden, wenn der Gegner markiert ist. Und so spielen es ganz viel. Natürlich haben es dann ähm, irgendein anderes Teil, entweder man nimmt einen Ninja, dann hat man den Coyote nicht. Also Variationen gibt es da verdammt viel. Aber ich finde es so, als Tank, es ist eigentlich ein Tank, der wo doch viel Damage macht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann holen wir mal Runden und dann sagen, packen wir's. Ein bisschen Gameplay. Also sprühen immer, wenn es eng wird. Schrotflinte auspacken und dann sieht man, was passiert mit unserer Rüstung. Und das ist das Lustige an dem ganzen Ding da. Ui. Ja, ich steige noch um. Und für das brauchen wir eben den Techniker-Spezialisierung, dass die markiert sind. Und dann kannst du brutal ummähen, die ganze Garde da. Also überhaupt kein Problem. Wenn du momentan da heroisch 3 Direktiven, wenn man sagt, ich blast weg, wenn nix. Und das Set, das ist sehr einfach zu farmen. Und ja, wie gesagt, ist schon alt. Ist auch nicht von mir. Ich habe zum Beispiel gesehen bei Nerd und Hanne, die 2 Burschen, die sind nicht schlecht. Aber ich habe es vorher schon gekannt, sagen wir so.
Ja, mit seinem scheiß Schild, oder? Oh, ja, muss man schon aufpassen. Wo ist jetzt der? Zack, da. So. Wie gesagt, wir sind nicht auf Damage ausgelegt, sondern auf Tank. Und von dem her machen wir einen enormen Schaden. Man kann das Hauptrecker natürlich auch umrollen auf Rot, dann machen wir nur mehr Schaden. Aber dann ist man halt nicht mehr so tanky. Logischerweise. Wie gesagt, es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten, das zum Spielen, aber ich glaube, das ist eine der besten. So, jetzt muss man wieder heilen. Hat mir das letzte Mal einer geschrieben. Ja, findest du das ein Video wert? Du musstest dich ja 3-mal heilen. Ja, das Heilen gehört ja zum Spiel mit dazu, ne? Sonst darf es ja nicht gehen. Und das Bild kann ja nicht schlecht sein, deswegen, aber der Spieler ist jetzt blöd, dass er spielt, ne? In dem Fall war das ich. Und da muss ich heute nochmal heilen. Ich bin noch nicht eingeschossen auf die ganzen Builds. Ich probiere die ja nur. Wie? Sag mal, schau ja mal. Und verwundbar ist man nicht, aber man hält einiges aus. Konstruktive Kritik habe ich natürlich überhaupt nichts dagegen. Ne? Aber bevor man was schreibt, sollte man halt zuerst einmal mal ein bisschen überlegen vielleicht. Und nur dazu, ich bin weder Profi noch Creator. Ne? Ich habe das alles selber gerade irgendwo gefunden und gebe es halt weiter, weil man das halt einfach taugt. Und den einen oder anderen taugt es dann halt auch, wie ich das mache. Ui, kommen ja viele. Ja, geh weg. Ja. Blöden Schild. Dann gehst du weg, du jetzt. So, na. Wo hänge ich denn? Wieder so ein Schildmensch. Ein Damage-Bild war der natürlich schon lang weg. Aber kein Damage-Bild, sondern ein Tank-Bild, wenn man sich das so schaut. Oh. Ja, weg da. Ja, für alle, die jetzt noch dran sind. Wir haben auch einen Community-Discord. Er wächst und wächst. Es ist nicht speziell für Division, aber es ist ein Discord von einem Spieler für Spieler. Da trifft sie alles, tauscht sich aus und ja, clanübergreifend. Also es ist völlig egal, welcher Clan oder welches Spiel. Wir haben das ein wenig so aufgezogen, man trifft sie dort, verabredet sich und ist bei Division, es gehen fast jeden Tag Raids zusammen, so wie ich mitgekriegt habe. Der neue Modus Incursion ist auch immer belegt und finden sich die Leute und einfach joinen. Link ist bei mir im Kanal drin. Schaut mal nach, wo es da abgeht. Bleibt mich freuen. Zieht ihr nämlich gar nicht weit weg. Das zeige ich noch gleich. Das Ding da im Haupt da.
Jetzt müssen wir mit dem Schuh raus, gell? Und da weißt du wieder aus auf die lange Distanz. Aber es geht immer noch. Wo ist der Wummelwerfer von der Seite? Unglaublich. Jetzt noch. So. Jetzt noch die Drohne. Guck mir. Ja, das hilft das ganze Schießen nichts, wenn es nichts trifft. Jetzt aber. Gut, tust. Ja. So, mal den ganzen Mist noch ein. Geh weg da. Mein Gott, ne? So. Da. Jetzt zum Thema, warum ich bei der Kingbreaker nicht nochmal Schaden und kritische Treffer rein habe. Also die meisten würden jetzt so spielen. Sagen wir, wenn wir das so anfangen. Jetzt haben wir 39 Chance auf Crit und 105 Schaden durch Crit. Kommt der Buff von der Coyote-Maske dazu, sind wir auf alle Fälle über 50 und da bei 120 oder so. So. Dann kann man natürlich da ein bisschen was ausreißen, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt her und tue jetzt da Chance auf kritische Treffer drauf, damit ich halt herkomme. Chance auf kritische Treffer, so. Jetzt habe ich die Werten fast 50, ja, schaut besser aus, aber guckst du. So, ich bleibe jetzt nur drauf. Aber jetzt nicht gegengesteuert. Also wenn du es so nimmst, nicht gegengesteuert, zieht ganz schön das teufels Ding. So, jetzt wenn man aber dann das so eine tut wie ich die ganze gerade Spray. Jetzt ist mal Platten hängen, blum, 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 blum. Kann man jetzt da Stabilität. Und dann habe ich gehabt Stabilität. So, jetzt machen wir wieder das gleiche. Ich halte nicht dagegen. Merkst du das? Ist um die Hälfte schon besser wie vorher. Und das bringt es dann halt schon, weil da braucht man nicht so stark dagegen läuten, dass man auf einen Punkt bleibt. Ja? So ein bisschen dagegen läutet. Oder weniger. Wenn man nichts tut, dann trifft es jetzt wieder ab. Jetzt haben wir schon wieder geheilt. Unglaublich. So, ich weiß nicht, ob das interessiert dann. Aber können wir mal anschauen. Das ist jetzt da unbenannt, unverwundbar. Genau. Jetzt einmal her da. Bauen wir Stacks auf. So, Heartbreaker ist voll. Oder was?
zurücksetzen. So. Ja, man sieht es der Vorstellung so zwischen ja, 1,4 Millionen geht auch, wenn man da die Birne trifft. 1,1. Ja. Und man sieht es ist echt nicht schlecht, das Bild. Weil man macht immensen Schaden, obwohl man, schaut mal meinen Tank an. Mein Rüstungsteil. So, ist so heftig. Da wird der Kingbreaker halten wir es hinterher. Ist schon sehr viel Rüstung jetzt. Das ist heftig. Und so hat man 1,7 Mille. Also ich finde es echt klasse, das Battle. So, das wollte ich gerade noch mal gesagt haben, warum ich die Mods bei der Kingbreaker so drin habe. Ja. Ja, ewig gehen aus dem Beutel. Schade, ist er. Stell dich da voll hin und sauft sie eine. Glaubst du nicht? So, also das war's dann nochmal von meiner Seite. Ein bisschen Gameplay eingespielt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, pfiat euch.